Da könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich für das Jahr auf der Oktav gefreut habe. Noch viele Jahre in Japan, wo ich während der Oktav aber immer ein bisschen in Lützeburg verlängert habe, kann ich dabei sein. Weil die Oktav war schon aber für als Lützeburger ein Tagfahrer. Eine ganz besondere Zeit, wo man dank der Trichterin als Relation mit dem Herrgott, als Relation mit Jesus vertiefen können. Das ist schon so, wie man am Evangelium vom Fest hören, dass Maria unter dem Kreuz stand. Sie war nicht fortgelaufen, wie die meisten Aposteln. Sie hat nicht durch sich geduld, sie hat in ihre Jung gedurcht. Und dadurch konnte sie schon kein Samsten den Trost erfahren, den ich an Hoffnung ausgedrückt wird. Eine Hoffnung, die immer mehr groß ist, ob die Oberstehung hin. An den Trost, den sie vom Herrgott gekriegt hat, den Trost, den an Hoffnung umgesagt ist, den Trost geht sie als weiter, weil unter dem Kreuz, als sie schon als Mann gehen, und wir sind zusammen, Mann Johannes, hier kann gehen. Ich wünsche, jede Verrengung von euch, den an der Oktav bei Trichterin pilgert, dass in die Erfahrung von diesem Trost, von Hoffnung machen kann. Weil es gibt noch heute nach viele Situationen von Leid an unserem Leben. Und das Leid soll uns nicht niederdrücken. Das Leid soll uns nicht unfrei machen. Aber für uns ist das Leid ein Weg zur Freiheit, ein Weg zu dem, was wir Erlösung nennen. Und so eine wunderbare Tradition, wie die Oktav, die müssen wir immer nächst Neids mit Leben erfüllen. Weil eine Tradition können wir nicht mehr behalten, wenn wir gleichzeitig kreativ an Zukunft voller Hoffnung erreichen. Auch das Jahr als nächsten ersten Sonntag von der Oktav, Messe du Peuple de Dieu. Das ist ein ganz wichtiger Moment, weil just was man Neues machen müssen, Neues kreieren müssen, das heißt, dass wir heute zu Lützeburg integrieren müssen. Die ausländisch-katholischen Kommunitäten mit der Lützeburger Kirche. Und die Oktav als eine wunderbare Gelegenheit, so unsere Glauben zu teilen. Anfang von der Oktav als auch der PDD Jeune. Und da will ich speziell alljugendlich invitieren, für dabei zu sein, für mitzumachen, für zu gesehen, dass dem Leben Sinn gibt, dass es schön ist, für zu leben. Und dass schon diese PDD Jeune Stück Weas Meile stehen für eine große Pelerinage auf Rio de Janeiro nächstes Jahr. Was aber auch noch wichtig ist, dass diese Oktav auch eine Vorbereitung gibt für das Glaubensjahr, was der Papst schon verkündigt hat, was im Oktober soll angehen. Meine Oktavpredigten handeln dafür auch über das Thema Credo. Ich glaube, dass wir als Glaubens mehr bewusst gehen, dass wir wissen, was der Glaube bedeutet. Ein Glauben, der schon zwar oft angegriffen hat in der Gesellschaft, haben sie mit ganz dummen Argumenten, weil die Leute keine Informationen darüber haben und nicht verstehen, wie wir was glauben. Das ist eine Möglichkeit für uns, den Glauben zu vertiefen, Frieden am Glauben zu finden. Das ist eine Gelegenheit für uns, als Kirche, als Land, an die Hände von Maria zu legen. Weil du war als Land, an als Kirche, an den letzten Jahrhunderten wunderbar abgerufen. Ich freue mich, für euch auch alle Guten an der Oktav zu begegnen.